Hey, vielleicht hast du dich in letzter Zeit auch schon mal gefragt, was ist eigentlich mit dieser Welt los? Die Corona-Krise kaum überstanden, haben wir den Krieg in der Ukraine, Chaos an der Börse, steigende Benzinpreise. Wer hat alles schon das Auto downgraded? Noch niemand, so schlimm ist es noch nicht. Aber gerade die letzten paar Monate sind irgendwie dominiert von Chaos, von Leid, Zerstörung und all das in den Schlagzeilen, wo wir mitkommen. Aber es ist ja nicht nur einfach global, sondern vielleicht auch in deinem persönlichen Leben. Stellen sich Herausforderungen, Schicksalsschläge, tragische Ereignisse mitten in dein Leben hinein. Und es ist ein grosses und ein wichtiges Thema auch für unseren Glauben. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir mit solchen Situationen um? Und die Bibel, und gerade so besonders die jüdische Poesie, die hat dazu einiges zu sagen. Sie lehren uns einen Umgang, wo die Tragik der Situation anerkennt, wo der Schmerz zulässt, wo Halt gibt und wo einen gesunden Boden für die Hoffnung leitet. Und der Weg, der ist die Klage. Die Klage. Im Duden heißt eine Äußerung oder Wort, durch die jemand Schmerz, Kummer und Trauer oder Missmut, Unmut, Ärger, eine Beschwerde zum Ausdruck bringt. Und wir wissen, man kann auch eine Beschwerde vor Gericht bringen, das ist auch die Klage. Aber es geht im ersten Sinn. Und ich weiß nicht, ob du jemals schon eine Predigt über die Klage gehört hast. Wer hat schon mal eine Predigt über Klage gehört? Hey, ein paar. Tatsächlich, es gibt's. Aber es ist schon ein Thema, oder? Der Großteil nicht. Es ist ein Thema, das in der freikirchlichen Christenheit sehr wenig betont wird. Wir leben viel eher so in einer Tradition vom Bitten. Wenn etwas nicht gut ist, dann gehen wir zu Gott und dann bitten wir ihn, dass er etwas ändern kann. Die Klage ist uns eher fremd. Und vielleicht ein Grund, warum das etwas ist, was uns eher fremd ist, dass man es manchmal wie so damit verbindet, dass wenn man klagt, dass das irgendwo einen Unglauben ausdrückt oder ein fehlendes Gottesvertrauen. Und darum sind wir manchmal so, lieber nicht klagen, immer das Positive sehen. Wir Christen müssen doch stark sein, müssen positiv sein, führen schauen. Aber wenn wir anschauen, der Glaube, der verneint Schwieriges in unserem Leben nicht. Not und Leiden, die gehören dazu, zu einem Leben als Christ. Auch Jesus hat erstaunlich viel über diese Sachen geredet. Er hat davon geredet, dass wir einen Preis zahlen, wenn wir ihm nachfolgen. Er hat von Verfolgung geredet. Er hat davon geredet, dass Leiden dazugehört. Und darum würde ich heute sogar sagen, hey, ein gesunder Glaube weiss, dass Schwierigkeiten zum Leben gehören, aber er verzweifelt nicht an dem. Er bringt sie ins Gespräch mit Gott und er findet aus dem Gespräch mit Gott, aus dem Umgang mit Gott einen Weg, um damit umzugehen, einen gesunden Umgang. Und so tun wir die Sachen nicht einfach nur wegbetten oder wegweisen, sondern möchten heute ein bisschen genauer anschauen. Und etwas, was wir immer wieder sagen und was uns wirklich mega wichtig ist, hey, wir wünschen uns, dass wir als Kirche und dass jeder Einzelne und Teil von dieser Kirche ist, dürfen mündigen, gesunden Glauben entwickeln. Und darum ist es ein wichtiges Thema, dass wir den Umgang mit solchen Sachen anschauen. Weil gerade in diesen Sachen zeigt sich sehr oft. Der Ausgangspunkt für diese Serie ist das Buch der Klagelieder. Das ist ein alttestamentliches Buch, auch eins, wo ich weiß nicht, ob es alle schon mal gelesen haben. Sicher alle, die mal durch die ganze Bibel durchgelesen haben, oder? Die haben sicher. Aber ist jetzt nicht so das, wo man, wenn ich mir überlege, so, ich hocke heute an und die Bibel lese, ist nicht das, was mir zuerst in den Sinn kommt. Und ich möchte dir heute wirklich Mut machen, jetzt über den Verlauf der nächsten Zeit das Buch mal ganz bewusst durchzulesen. Und wir haben, ihr seht es eingeblendet, mit einem Bibelleseplan gemacht, den ihr in der Bible-App finden könnt. Ihr könnt es entweder einfach in der Suche eingeben, Klagelieder, der Bibelleseplan, so wie es da steht. Ihr könnt den QR-Code scannen oder ihr findet ihn auf unserer Agenda. Wenn ihr einen von diesen Gottesdiensten von dieser Serie anklickt, dann hat es unten dran den Link auf den Leseplan und glaube sogar als PDF für die jetzt das nicht mit der App machen oder das lieber ausdrucken wollen. Jetzt das Buch Klagelieder. Es gehört zusammen mit Ruth, Esther, Prediger und dem Hohelied zu den sogenannten Festrollen.
Das sind 5 Bücher in der Bibel, die bei den Juden traditionell mit einem besonderen Anlass verbunden sind. Also zu einem gewissen Anlass in ihrem Jahreskalender lesen sie bewusst das Buch. Und Klagelieder werden traditionell Mitte Juli gelesen, wenn sie sich an die Zerstörung von Jerusalem zurückerinnern. Klagelieder sind eine künstlerisch zusammengestellte Sammlung von eben 5 so Klagepsalmen, sagt man denen. Geschrieben hat die höchstwahrscheinlich der Jeremia. Es hat früher auch immer geheißen, die Klagelieder Jeremias. Der Jeremia ist ein Prophet aus dem Alten Testament. Er ist der, der die letzten Jahre vom judäischen Königreich miterlebt hat. Und die verschiedenen Könige, die dort vorausgegangen sind, er hat gelebt von Josia bis Zedekia, immer wieder gewarnt hat und ihnen gesagt hat, hey, so kann es nicht weitergehen. Es muss sich etwas ändern, sonst kommt es zu einer Katastrophe, sonst wird irgendwann Jerusalem am Erdboden gleich gemacht. Und der Jeremia ist der einzige uns bekannte alttestamentliche Verfasser, der den Fall von Jerusalem, die Zerstörung von Jerusalem 586 vor Christus persönlich miterlebt hat, wo Augenzeuge war von dem Ganzen. Ich habe noch eine Karte mitgebracht. Da sieht man ein bisschen die Situation. Juda ist so geopolitisch ein bisschen in einer schwierigen Situation gewesen. Sie sind so zum Spielball geworden zwischen den Grossmächten der Babylonier und den Ägyptern. Ihr seht das hellblaue Pünktchen, das ist Juda. Und dann hat es da Gross-Babylonien und unten dran die Ägypter. Und sie sind da immer so ein bisschen dazwischen gewesen. Beide hätten eigentlich gern das Land für sich gehabt und sie haben ein gefährliches Spiel gespielt. Sie haben nämlich mal ein bisschen mit den Babyloniern verhandelt und dann, wenn es ausgesehen hat, das könnte es kippen, haben sie natürlich wieder mit den Ägyptern verhandelt und immer wieder so Abmachungen gemacht und die eben dann manchmal auch gebrochen und nicht eingehalten. Und so Abmachungen, im Altertum war das ein Bund, den sie geschlossen haben. Und in die Bünde sind häufig auch die jeweiligen Götter einbezogen worden. Und durch das haben sie sehr wahrscheinlich sogar zulassen, dass Götzendienst im Tempel in Jerusalem stattgefunden hat. Und der Jeremia und auch andere Propheten haben immer wieder gewarnt, das Volk, und gesagt, hey, das kommt nicht gut. Vertraut auf Gott, aber vertraut nicht den anderen Mächten und vor allem spielen die nicht irgendwie gegeneinander aus. Und schlussendlich ist es dann aber so gekommen, dass der Zedekia, der letzte König von Juda, sich so verzockt hat, dass es der Babylonier den Deckel gelupft hat und sie gekommen sind und eben 586 vor Christus Jerusalem belagert haben, was eine schlimme Zeit war und am Schluss zerstört haben, inklusive sogar den Tempel, der für die Juden eigentlich klar ist, der kann nicht zerstört werden. Gott lässt das nicht zu. Und genau das ist schlussendlich aber eingetroffen. Und jetzt eben in den Klageliedern klagt der Jeremia über die Zerstörung Jerusalems und vom Tempel und drückt seine Not und das Elend aus, dass eben die Katastrophe wirklich eingetroffen ist. Ich weiß nicht, ob euch der Begriff Jeremiade etwas sagt, habe ich vorher anerkannt, aber eben so eine Klage nennt man manchmal auch eine Jeremiade, weil es eben vom Jeremia kommt. Man muss sich das so vorstellen, oder der Jeremia sitzt in diesen Überresten von dieser Stadt, von Jerusalem. Und übrig ist nur noch Ruinen, Schutt, Asche, alles ist kaputt und zerstört. Und wenn wir vielleicht das in die heutige Zeit ein bisschen transportieren, erinnert die Situation vielleicht an die Bilder, die uns aktuell aus der Ukraine regelmäßig erreichen. Letzten Sonntag, wenn wir da waren, haben wir so ein kleines Video geschaut, wo zeigt, wie Butscha vorher ausgesehen hat und wie es heute aussieht. Und wie zerstört das heute ist. Alles in Schutt und Asche, reines Chaos. Und genauso das Feeling kommt man über, wenn man Klagelieder liest. Und wir steigen gerade mal im ersten Kapitel, die ersten 5 Verse ein. Wo es heißt, ach, wie einsam und verlassen liegt Jerusalem da. Die Stadt, in der sich einst die Menschen drängten. Sie war berühmt bei allen Völkern. Jetzt gleicht sie einer Witwe ohne Schutz. Sie, die über andere Länder herrschte, wird nun zum Sklavendienst gezwungen. Und in dem ersten Klagelieder, in dem ersten Kapitel, wird Jerusalem personifiziert als eben so eine Witwe. Und es wird immer von dieser Witwe geredet und damit gemeint ist die Stadt Jerusalem. Sie weint und weint die ganze Nacht. Die Tränen laufen ihr übers Gesicht. Unter all ihren Liebhabern ist niemand, der sie in ihrem Schmerz tröstet.
Alle Freunde haben sie betrogen und sie sind zu ihren Feinden geworden. Juda musste viel Elend und Zwangsarbeit erdulden, bis sie gefangen und fortgeschleppt wurde. Jetzt wohnt sie unter fremden Völkern und findet auch dort keine Ruhe. Ihre Verfolger haben sie überfallen, als sie sich nicht wehren konnte. Die Wege, die nach Zion führen, sind verödet, weil niemand mehr zu den Festen hinaufzieht. Alle Tore Jerusalems sind menschenleer. Die Priester hört man nur noch seufzen, die jungen Mädchen weinen und trauern. Die ganze Stadt leidet bitteren Schmerz. Die sie hassen, haben die Macht über sie. Ihre Feinde können sich in Sicherheit wiegen. Der Herr hat Leid über Jerusalem gebracht, um sie für ihre vielen Sünden zu bestrafen. Die Feinde nahmen ihre Kinder gefangen und trieben sie vor sich her aus dem Land. Sehr bildlich, sehr drastisch, sehr ungeschönt beschrieben, wie schlimm die Situation muss gewesen sein. Und es geht noch viel weiter, es ist nicht viel Positives in diesen Klageliedern drin. Alles, was übrig geblieben ist, ist Chaos. Alles ist verwüstet, alles ist leer und kaputt. Und im Hebräischen gibt es ein Wort für den Zustand, das haben vielleicht die meisten von euch schon gehört, aber nicht gewusst, dass es das ist. Tohu wabohu. Wird meistens in den heutigen Bibeln übersetzt mit wüst und leer. Auch gerade am Anfang der Schöpfung, im ersten Vers heißt es, und die Erde war wüst und leer. Das ist im Originaltext Tohu wabohu. Und es bezeichnet so eben ein heilloses Durcheinander. Und jetzt im heutigen Kontext würden wir es eher als Chaos übersetzen. Genau das Chaos, so ein Tohu wabohu, sind Realitäten in unserem Leben, in deinem und in meinem. Und es kann so manchmal von einem Moment auf den anderen in dein Leben hineinbrechen. Völlig unvorbereitet. Zum einen eben, wie gesagt, die globalen Ereignisse, Corona-Pandemie, Kriege, Naturkatastrophen, Hungersnöte, Wirtschaftskrise. Aber auch in deinem ganz persönlichen Leben. Kann so von einem Moment auf den anderen, mit einem Fingerschnipsen, das Chaos, Leid, Verlust hineinbrechen. Das kann eine Krankheitsdiagnose sein, die dich völlig unerwartet erreicht. Das kann der Verlust sein von einem lieben Menschen, der auf einmal aus dem Leben gerissen wird. Es können auch andere Verluste sein, wie ein Job, Träume, die zerplatzen, oder auch der Zerbruch von Beziehungen. Und so kann von einem Moment auf den anderen unser Leben auf den Kopf gestellt werden und Chaos, Verlust, Leid in dein Leben hineinbrechen. Und die Herausforderungen, das Chaos, ist ein Teil und es gehört einfach auch zu einem Leben. Und auch ein Leben als Christ oder in der Beziehung mit Gott ist von dem nicht verschont. Und wer verspricht uns der Glaube auch nie, dass wir das nicht haben werden. Ich mag mich erinnern an so einen Moment in meinem Leben, als ich als junger Mann, Erwachsener, heimgekommen bin, ins Haus hineingelaufen bin und man hat sofort gemerkt in der Atmosphäre, etwas ist speziell. Und es war der Abend, meine Eltern sind in der Stube gehockt und haben mir dort erklärt, dass mein Vater mit einer anderen Frau zusammen ist und auszieht. Und es war ein Moment und alles war anders. Das Chaos ist reingebrochen. Und wir alle haben meistens dann so gewisse Reflexe, wie wir reagieren in so einer Situation. Weil das Ganze ist mit enorm unangenehmen Gefühlen verbunden. Oder? Niemand hat so eine Situation gern. Wir halten das nicht gern aus. Und meistens ist der Reflex, dass wir so schnell wie möglich versuchen, die Gefühle wieder loszuwerden und die Kontrolle über das Chaos wieder zu gewinnen. Und für das gibt es wie verschiedene Strategien. Eine ist, dass man sich einen Schuldigen sucht. Und je nach Tendenz sucht man den Schuldigen zuerst bei sich. Aber es ist umso besser, wenn du den Schuldigen bei einem anderen festmachen kannst. Dann kannst du all deine Gefühle, deine Wut, deinen Ärger kannst auf die Person projizieren. Das war mein Umgang in dieser Situation dort. Andere versuchen konstruktiver mit dem umzugehen, suchen einen Sinn in dem Ganzen. Sagen, hey, Gott hat sicher einen Plan. Das muss irgendwo, Gott hat das sicher irgendwo geschickt eingefädelt. Andere versuchen auch einfach die Gefühle irgendwo loszuwerden, zu verdrängen. Und auch das kann manchmal sehr fromm daherkommen, weil auch gerade im Neuen Testament gibt es ja schon auch ein paar Stellen, wo wir uns aufrufen, in jeder Situation mit Danken und auch mit Bitten und Flehen vor Gott zu kommen. Und das kann manchmal auch so ein bisschen im frommen Ausweg sein, um sich diesen Gefühlen nicht zu stellen und so schnell wie möglich wieder in etwas Neues hineinzukommen. Was es auch immer ist, meistens das Ziel ist, möglichst schnell die Gefühle loszuwerden und sich wieder gut zu fühlen. Und gerade in dem zeigen uns Klagelieder,
eben auch nochmal ein bisschen einen anderen Umgang. Sehr einen ehrlichen. Einen, der das Leid, der die Not und den Schmerz annimmt und einen Umgang mit ihm sucht. Und nicht einfach so schnell wie möglich versucht loszuwerden. Und das ist das Ziel vom heutigen Morgen oder von dieser ganzen Serie, euch zu helfen, so ein Stück weit einen Zugang überzukommen zu der Klage. Weil auch die Klage ist eine geistliche Praktik, die ihre Berechtigung hat, die ihren Platz hat. Und wir werden im Verlauf dieser Serie ein paar spannende Sachen über das entdecken. So ein Schlüssel, um das vielleicht zu verstehen oder das anzugehen, liegt in der Struktur der Klagelieder. Und ich möchte das mit euch anschauen. Ich habe hier ein Slide mitgebracht. Und es kann sein, dass je nach Bibelübersetzung, die du verwendest, dass du die außergewöhnlich schöne und kunstvolle Anordnung der Klagelieder gar nicht siehst, weil das vielleicht gar nicht abgebildet wird. Aber die Klagelieder, die bestehen aus 5 Kapiteln, also 5 bewusst in einer Struktur angeordnete hebräische, man nennt das sogenannte Alphabetgedicht. Ein Alphabetgedicht besteht im Hebräischen aus jeweils 22 Vers. Und jeder von diesen Vers fängt mit einem Buchstaben vom hebräischen Alphabet an, schön der Reihe nach. Also Alpha und dann kommt Beta, Gimel und so weiter. Unser hebräisches Alphabet hat nur 22 Buchstaben, darum nicht 27, wie das bei uns wäre. Und ihr seht, das mittlere Gedicht ist 3-mal so lang, weil es pro Buchstabe 3 so Vers mit dem jeweiligen Buchstaben anfangen. Und das einzige Gedicht, das da so ein bisschen aus der Reihe tanzt, ist das letzte Gedicht. Das besteht zwar auch wieder aus 22 Vers, aber die sind nicht mehr alphabetisch angeordnet. Dann kann man sich ja fragen, warum. Oder das eine ist sicher, die Struktur hat den Zuhörern, oder früher ist das vor allem auch mündlich überliefert worden, hat ihnen geholfen, das auswendig zu lernen. Aber da steckt viel mehr dahinter. Viel wichtiger ist nämlich, dass sich die Struktur mit dieser klaren Ordnung, die man findet in den Klageliedern, ganz bewusst gegen die Unordnung, gegen das Chaos, wo es eigentlich darum geht, stellt. Wo so wie ein Gegenpol darstellt und versucht, ein Stück weit so ein bisschen Ordnung in das Chaos hineinzubringen, Ordnung in die schwierige Situation, ein Stück weit wie Halt geben in diesem Chaos hinein. Und zu dem möchte ich ein paar Gedanken mit euch teilen heute. Indem sie das machen, die Klagelieder, können sie uns helfen, auch einen guten und einen gesunden Umgang mit unseren Gefühlen in dem Ganzen zu finden. Es sind poetische Gedichte. Auch das ist etwas, was man vielleicht in der deutschen Übersetzung nicht so rausspürt. Oder bei uns ist es poetisch, wenn es sich reimt. Im Judentum ist das ganz anders und dann ist es ja noch übersetzt. Das macht es nochmal schwieriger. Aber es sind poetische Gedichte, kunstvoll arrangiert. Und sie schaffen es irgendwie, das Unaussprechliche in dem Leid in Worte zu fassen. Sie schaffen es, dass dem, wo irgendwie in diesen Gefühlen so schwierig ist, eine Form zu geben mit Wort. Das Gleiche passiert heute oft mit Liedern, oder? Wo man das Chaos und das Leid von unserem Leben so mit Wort und einer Melodie versuchen, in eine Form hineinzubringen, wo mehr transportiert, als einfach nur die puren Worte aussagen. Und indem sie das sind sie trotzdem so schonungslos, ehrlich und offen. Und sie beschönigen nichts. Sie beschreiben die Gefühle, den Schmerz, wie sich das anfühlt von der Autor. Im Klagelieder 1, Vers 20 kommt das zum Beispiel mega raus. Ach Herr, sieh doch, wie verzweifelt ich bin. In mir wühlt der Schmerz, mir bricht das Herz, wenn ich daran denke, wie ich mich gegen dich aufgelehnt habe. Draußen raubte das Schwert mir meine Kinder und drinnen raffte die Seuche sie dahin. Und was wir aus dem auch mitnehmen für uns ist, hey, du darfst mit deinen ganzen Emotionen und Gefühlen zu Gott kommen. Du darfst sie ihm zumuten. Das ist manchmal das, wir wollen uns das wie Gott da nicht zumuten. Aber du darfst das Gott zumuten. Du darfst offen und ehrlich sein mit ihm. Und es ist eine Aufforderung an dich, gang zu Gott mit deinen Gefühlen und sag ihm das ehrlich, auch vielleicht schonungslos. Und du musst nicht, wenn du das machst, gerade sofort wieder ins Danken kommen, wie wir manchmal das Gefühl haben. Wenn du die Klagelieder durchliest, du wirst merken, da ist nicht im Schluss noch der Dank mit drin. Es gibt so einen Hoffnungsmoment, auf den kommen wir dann später in der Serie, aber es ist einfach mal nur Klage. Und natürlich ist es dann auch wichtig, oder? So gut und wichtig es ist, zu klagen, wenn man mal dabei ist. Ist manchmal auch ein bisschen Gefahr da, dass man so ein bisschen im Selbstmitleid versinken kann.
und sich so in dem endlosen Meer vom Leid irgendwo auch verlieren kann. Und genau da kommt die klare Form und Struktur der Klagelieder eben wieder ins Spiel. Weil sie helfen, dem Uferlosen und Grenzenlosen, was es vielleicht manchmal hat im Klagen, auch wieder eine Grenze zu setzen. Oder die Psalmen, die Klagepsalmen, die sind von A bis Z. Und von A bis Z ist ein Stück weit auch, es wird das ausdrücken, dass das ganze Leid geklagt ist. Von Anfang bis zum Schluss. Alles gesagt ist, wenn das fertig ist. Und es kommt eben auch zu einem Ende, und indem der Autor das gemacht hat, so von A bis Z, das aufgeschrieben ist, wie auch klar, nachher ist er fertig. Nachher hat es ein Ende. Es ist alles abdeckt, was zu beklagen ist, aber nachher ist es auch gut. Und das ist vielleicht auch für uns gut zu wissen, hey ja, tun wir Gott von A bis Z, das Elend, die Not, die wir haben, klagen. Aber es darf auch ein Ende haben. Genauso wie unser Kummer irgendwann ein Ende wieder haben wird. Ein weiterer Aspekt der Klage ist, dass es auch eine Art von Protest ist gegen das Leid und das Chaos und das Leiden, das man vielleicht selber erlebt. Klagelieder 5, die ersten 5 Verse findet man das mega gut, wo der Autor schreibt: Herr, vergiss nicht, was man uns angetan hat. Sieh doch, wie wir gedemütigt werden. Unser Grund und Boden gehört einem anderen Volk und in unseren Häusern wohnen jetzt Fremde. Wir sind verlassen wie Waisenkinder, unsere Mütter schutzlos wie Witwen. Unser eigenes Trinkwasser müssen wir bezahlen und auch das Brennholz bekommen wir nur gegen Geld. Der Feind sitzt uns unbarmherzig im Nacken. Wir sind erschöpft, doch man gönnt uns keine Ruhe. Es geht bei der Klage auch darum, die Situation beim Namen zu nennen. Und auch Gott gegenüber auszudrücken, wie elend und wie schwierig das ist. Ihm zu sagen: Hey Gott, es passiert Leid, es passiert Ungerechtigkeit, da passieren Sachen, die nicht gut sind, da ist Chaos, da ist Zerstörung. Gott, schau doch an. Und es geht auch nicht um die Frage, ob jetzt das selber verschuldet ist oder nicht. Ich meine, der Prophet, der Jeremia, hat ganz genau gewusst, dass sie das eigentlich alles selber verschuldet haben. Und trotzdem hat das Gott geklagt. Und ich glaube, gerade wenn du Gott dein Leid klagst, deinen unfreiwilligen Verlust, deine Ungerechtigkeit, den Zerbruch, den du erlebst, den Schmerz, das Leid, dann ist ist das der Protest so eine Art, auch ein Protest gegen die Unmenschlichkeit, die in dem liegt. Gegen das Unmenschliche an der Not, am Leid, an der Zerstörung, am Chaos in unserem Leben. Und es ist der Schrei zu Gott und sagt: Gott, schau an. Mann, ich leide, es passiert etwas Schlimmes in meinem Leben, da passiert Unrecht. Es ist nicht so, wie es eigentlich sein sollte. Und es ist wie so eine Art und Weise, dem menschlichen Chaos und Leid etwas zu entgegnen, etwas entgegenzusetzen. So eine Art eine heilige menschliche Würde und zu sagen: Das ist nicht gut, das ist nicht okay. Und Gott auf das aufmerksam machen und das Gleiche. Und was eben in dem Innen auch passiert, ist, dass wir nicht unsere Hilfe irgendwo sonst suchen, sondern dass wir es am richtigen Ort platzieren, bei Gott. Es keinen anderen Ort gibt, wo wir das irgendwo platzieren können. Das ist klar so als ein Protest. Und dann zeigt die Struktur und eben auch wieder das Poetische in den Klageliedern auch wie eben dann die bewusste Klage uns einen Halt geben im Chaos. Eine Art Anker fürs Leben sein kann. Es gibt wie so dem Schmerz, der Verzweiflung und all diesen Gefühlen, gibt es wie so einen definierten Raum. Ein Ort, wo das Platz hat. Ein Ort, wo das darf sein, vielleicht eben sogar muss sein. Und damit wird das, was passiert ist, nicht einfach verneint oder ignoriert, sondern eben es hat seinen zugewiesenen Platz, aber es ist auch ein abgrenzter Platz. Und der Platz, der nebendran ist eben nachher wieder ein Platz auch fürs Leben. Fürs Gute. Und genauso eben wie die Klage ihren Platz hat, darf nachher nebendran, das muss nachher nebendran auch das Leben seinen Platz haben. Und es ist noch spannend, gerade so eben die Klagelieder, die haben ja so eine gewisse Struktur, einen Rhythmus. Und wenn man googelt, was zum Beispiel gegen Depression hilft, dann kommt einer von diesen Tipps, der immer kommt, ist eine Struktur im Alltag. Etwas, wo man sich daran festheben kann. Gute Gewohnheiten. Etwas, wo Halt gibt.
in dem Schwierigen hinein. Rhythmus und Struktur sind etwas enorm Wichtiges, um aus Krisen wieder rauszukommen. Sie bringen Ordnung ins Chaos von unserem Leben. Und vielleicht kannst du dich fragen, hey, was sind so lebensfördernde Rhythmen in deinem Leben? Und wo hat Klage in deinem Leben seinen Platz? Seinen abgrenzten Platz? Und so lebensdienliche Rhythmen, das kann der Gottesdienstbesuch sein am Sonntag. Das kann deine Small Group sein. Das kann aber auch sein, dass du Sport machst. Es kann, wenn du in einer ganz einer schlimmen Situation bist, kann das auch nur schon heissen, aufstehen und duschen. Zeit in der Ruhe. Vielleicht auch bewusst Zeiten, wo du dir nimmst und sagst, das ist mein Ort zum Klagen. Da lade ich ab. Und etwas, was, glaube ich, mega wichtig in dem Innen ist, zieh dich nicht aus der Gemeinschaft zurück. Auch wenn es vielleicht dann manchmal im ersten Moment Überwindung braucht und das Gefühl vielleicht irgendwo sich dagegen ankämpfen, das ist so wichtig, in diesen Momenten den Rhythmus haben von einer guten Gemeinschaft und sich nicht aus dem zurückzuziehen, sondern in dem drin bleiben, auch wenn einem vielleicht nicht danach ist. Du darfst klagen. Und ich möchte dir wirklich heute Mut machen zum Klagen. Und vor allem dann, wenn es etwas ist, was dir eigentlich nicht nachsteht. Wenn es etwas ist, was du nie gelernt hast. Wenn es etwas war, wo du vielleicht bis jetzt immer gemeint hast, hey, nein, sorry, als Christ darfst du nicht klagen. Dann möchte ich dich auffordern, bewusst zu klagen. Und das vielleicht auch lernen. Und am besten lernst du es, wenn du jetzt vielleicht noch nicht gerade in der schlimmsten Situation bist. Aber es führt dich in einen gesünderen Umgang mit Leid. Und das ist die Aufforderung heute, klag. Nimm dir Zeit, irgendwann in dieser Woche, vielleicht auch heute, und überleg dir, wo gibt es in deinem Leben Sachen, die zerbrochen sind, die kaputt sind, oder wo ist Chaos in dein Leben hineingekommen. Und dann klag's Gott. Sag ihm, wie schlimm es ist. Protestier bei ihm. Und sag ihm, was du fühlst und dass doch das nicht okay ist. Und vielleicht kostet dich das wirklich etwas. Dann unbedingt, mach's, üb's. Wir dürfen und vielleicht müssen wir sogar das ein Stück weit auch lernen. Und es gibt ganz verschiedene Arten, wie du das machen kannst. Eine Möglichkeit ist auch, dass du das aufschreibst, so wie in den Klageliedern. Und es muss nicht unbedingt poetisch sein und das Gedicht ist vielleicht herausfordernd, vielleicht ist es auch nicht von A bis Z. Aber zum Beispiel ein befreundeter Pastor, habe ich gerade letztens gelesen, hat angefangen, manchmal so Listen zu machen. Und er sagt, okay, alles fängt mit dem gleichen Anfangsbuchstaben an und er macht einfach 10 Punkte mit dem Anfang. Irgendwie kannst du auch einfach prosa irgendetwas aufschreiben, was deine Gefühle sind und das Gott gegenüber ausdrücken. Ich mache manchmal so einen Dialog mit Gott, dass ich Gott meine Fragen, meine Sachen anschmeiße und dann aber auch aufschreibe, was ich das Gefühl habe, dass er mir antwortet. Und es entstehen mega spannende Sachen. Wenn du kreativ bist, kannst du auch ein Lied schreiben oder machst es einfach mündlich. Kannst du auch. Und manchmal fehlen einem selber die Worte und weisst wirklich nicht, wie und was. Und dann kannst du zum Beispiel einfach die Klagepsalmen lesen. Die Klagelieder selber durchlesen und sehr oft gibt es Sachen, Ausdrücke, wo du dich einfach drin findest. Und vielleicht kannst du sagen, hey, genau so fühle ich mich. Genau so geht es mir im Fall. Ich würde euch Mut machen, wenn es irgendwie geht, zu probieren, schriftlich zu machen. Das ist einfach nochmal anders und es kommt so oft auch irgendwie nochmal eine neue Perspektive, einen neuen Blickwinkel drin hinein. Und hey, wenn du in der außergewöhnlich lässigen Situation bist, dass du sagst, hey, ich kann eigentlich nichts, zum Gott so zu klagen, hey, dann klag ihm ein anderes Leid von dieser Welt. Es hat mehr als genug. Heute ist Flüchtlingssonntag. Und vielleicht ist das auch eine Gelegenheit, um an eine von diesen Flüchtlingskatastrophen zu denken in der Welt. Und wir haben so viele andere Flüchtlingskatastrophen als jetzt auch nur die Ukraine, die manchmal fast ein bisschen in Vergessenheit geraten. Syrien, Venezuela, Afghanistan, Südsudan, Myanmar, Jemen, Irak, Nigeria. Alles Orte, wo Menschen flüchten. Und vielleicht kannst du eines von diesen Leid nehmen und das Gott klagen, stellvertretend für diese Menschen. Als ein Protest und sagen, Gott, schau an. Ich lade euch ein zum Aufstehen. Ich würde noch gerne beten zum Schluss.
Jesus, es ist so, ja, manchmal fast ein bisschen mindblowing, dass wir dürfen einfach zu dir kommen und klagen. Dass du das aushaltest. Dass wir dürfen so ehrlich sein mit dir. Unsere Gefühle nicht verstecken. Und es begeistert mich irgendwo nochmal zu sehen, wie in dem Sinne uns das auch hilft, einen gesunden Umgang mit Gefühl, mit dem Leid, mit schwierigen Situationen in unserem Leben zu finden. Und Jesus, du siehst, was da drin alles wir dir klagen müssen. Jesus, wir wollen es dir wirklich einfach klagen und anlegen und sagen, es ist nicht okay, dass so viel Leid passiert. Es ist nicht okay, dass so viele Menschen krank sind. Es ist nicht okay, dass so vielen Leuten nicht gut geht. Und wir klagen dir das. Amen. Wir haben jetzt nochmal eine Worship-Zeit und Agathe, vielleicht willst du damit